Heute habe ich die Mofa. Ich 2 Tage, du 2 Tage. Nicht so lange vor mir noch Sprit in den Tank rumschwimmt. Schwappt doch höchstens noch ein halber Liter. Immerhin. Ja, aber ich bin dran. Erst wenn ich den Sprit verbraucht habe. Nicht und ob. Geh nu wieder, du. Was soll denn das? Ich fahr noch ein bisschen rum. Was ist so eine Schweinerei? Wie soll ich denn hier wegkommen? Bergauf musst du schieben. Das ist doch gemein. Und bergab muss ich auf den Gepäckträger setzen. Kriegst mehr Geschwindigkeit drauf. Aber Brackemann, ich hab doch jetzt Nutznieß für den Mofa. Erst wenn der Sprit alle ist. Überhaupt gar keine Abmachung mehr. Bleib doch stehen! Hörst du auf? Geh da weg! Lass die Finger davon, du gerade! Herr mit der Mofa! Was? Los, ein bisschen plötzlich! Gute Fahrt. Das war aber knapp. Ja, das kann ich dir sagen, Shorty. Also, der hatte so eine Kanone. Ja. Die schießt Löcher in die Wand, da kannst du die holsteinische Edelsau durchschicken, du. Ja. Und dann? Und dann wollte der Archer als Geisel nehmen. Genau, nicht. Aber dann hat der Kerl das Blitzen in meinen Augen gesehen. Wir haben uns nur angeguckt, ne? Der Gangster und ich. Ich bin doch ganz ruhig geblieben, ne? So habe ich geguckt. Klasse. Wie sah der Kerl denn aus? Fies, total fies. Haben wir auch schon alles der Polizei erzählt. Ja, wir haben ja stundenlang Verhör gehabt. Wir waren ja Kronzeugen. Ja. Überfällt die Kreissparkasse in Klingensee, raubt die Einlagen, fährt das Fluchtauto in Klump, schießt auf euch. Klaut die Mofa und fast noch eine Geiselnahme. Spannende Geschichte. Vielleicht kommen wir doch noch mit der Unanständigkeit von dem Gangster zu was. Das ist wieder so furchtbar philosophisch, Brackemann. Wenn man mal was ganz Besonderes erlebt hat, so wie wir, ne? Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Leute, die auch mal so was Besonderes erleben wollen. Ach so, ja. Wie meinst du das? Lass mich nur machen, Archer. Mit einem Hechtsprung warf er sich in Deckung, griff seine Walter und schoss eine Salve auf Mr. X. Das ist gut. Warf ich mich in Deckung, griff meine Mistgabel und schleuderte sie. Was machst du denn da? Das würde mich mal interessieren. Ich verkaufe meine Geschichte an die Zeitung. Wieso deine? Was ist das denn nun wieder? Das ist doch genauso meine, Mensch. Ja gut, unsere. Bin ja fast fertig. So, und denn? Und dann verkaufe ich die Story ans Kieler Tageblatt, exklusiv. Ach, und der war aber halbe, wa? Du kriegst 50%. Nee, lieber die Hälfte. Auch gut. Oh, das gute Stück Messer, das ist eine Katastrophe. Das Ding ist in Tod. Die Schäse kannst du voll vergessen. Versicherungsfall. Wofür haben wir denn die Prämie bezahlt? Was? Ja, logisch. Lass doch die Versicherung löhnen, ne? Auch vielleicht kann man das auch wieder ein bisschen hinbiegen. Nee. Lass mal die Versicherung löhnen, ne? Und von der Story, ne? Der kaufen uns den zweiten Mofa. Ja? Da brauchen wir uns nicht immer streiten. Ich gehe mal zu Shorty und ruf die Zeitung an. Die Bullen machen jetzt sogar Ringfahren dort. Ja, das ist doch klar, Mensch. Das macht man doch bei sowas, Erik. Ja? Reserviert für Funk und Fernsehen. Was soll das denn, Shorty? Ja, da wird was auf uns zurollen. Wann haben wir hier in der Gegend schon mal ein Kapitalverbrechen? Das interessiert die Presse. Hier, meine neue Karte, neue Preise. Jetzt wird endlich mal wieder verdient mit dem Laden. Oh, dann mache ich Bedienung bei dir. Kann die Kohle brauchen. Ja, so schafft die Kriminalität am Ende sogar Arbeitsplätze. Seit die Umgehungsstraße fertig ist, läuft doch in Büttenwader nichts mehr. Blättern anbieten, selbstverständlich. Ja, natürlich. Ja, recht herzlichen Dank. Wiederhören.
Molo, das ist doch wohl eine Scheiße. Na, wie ist gelaufen, dein Telefonat? Gut? Ja, nix. Die wollen dich doch nicht. Und warum nicht? Weil es keine Geiselnahme gab. Warum hast du die alle nicht zur Verfügung gestellt? Das hab ich schon wieder die Schuld, wa? Oh, shit. Hört mal zu, Leute. Der Täter wurde festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft. So schnell? Der hat sich gar keine Mühe gegeben. Aber die Kreissparkasse in Klingsiel hat eine Belohnung in Höhe von 2000 Mark ausgesetzt. Ja, aber ich denke, die haben die Kerl schon. Für denjenigen, der die Beute findet. Die hatte der Täter nämlich nicht mehr bei sich. Und bislang hat er zu diesem Thema keine Aussage gemacht. Das Geld hat der Kerl irgendwo versteckt. Ja, wenn man bloß wüsste, wo, ne? Wie viel ist es denn so ungefähr, Bürgermeister? 20.000 Mark. 20.000? So viel? Schon eine hübsche Summe. Nun könnten wir natürlich jeder auf eigene Faust losziehen und suchen, aber ich denke, dass hier die Solidargemeinschaft gefordert ist. Wer? Was nützen dir 2000 Mark Finderlohn oder dir, Brakelmann? Das haben wir doch nicht nötig, uns an solch einer Tat zu bereichern. Nee. Nein, meine lieben Büttenwader Mitbürger, wir werden uns morgen früh um 10 Uhr hier vor dem Dorfkrug versammeln, gemeinsam Seite an Seite das Gebiet durchkämmen, die Beute finden und die Belohnung unserem Altenheim zur Verfügung stellen. Was machst du denn hier? Sag mal, bist du wahnsinnig? Was buddelst du da? Ich suche Champignons. Im Spaten? Ja. Und du? Was machst du denn hier? Joggen? Mit Gummistiefel und Forke? Habe ich beides drüben auf der Wiese gefunden. Ja. Na, was ist? Was ist denn da, Harald? Na, was ist denn da, Schönbühl? Morgen, Brakelmann. Atsche? Harald hat wohl eine Maus entdeckt. Gehst Gassi mit einem Jagdhund? Wie jeden Morgen. Und ihr? Ja. Suchen Champignons? Hier? Ja. Na ja. Ja. Ich muss zurück. Wir begleiten dich. Ja, genau. Ja, ich dachte, gibt zur Abwechslung mal Fisch in meiner Kneipe heute, ne? Ja. Na, was ist denn jetzt? Was soll denn sein, Erich? Na, es ist gleich 10:30. Wir wollten doch alle zusammen die Beute suchen fürs Altersheim. Jetzt habe ich mich hier ganz allein versammelt. Ja, das tut mir ja auch leid. Aber ich muss jetzt Kartoffeln vorkochen. Und die anderen? Schönbiel musste zum Gericht. Da haben wir das abgeblasen. Und warum sagt mir das keiner? Mach ich doch gerade. So geht das aber nicht. Die armen Leute vom Altersheim. Sag mal, so habe ich dich ja noch nie arbeiten sehen. Ja,
Man soll nichts abkommen lassen, sag ich immer. Ja, aber du bist gar nicht knaddelig, dass du alles allein machen musst. Nö, das macht mir nichts aus. So kenne ich dich gar nicht. Ja, weißt du, ich hab mir gesagt, wenn die Schäse wieder läuft, dann brauchen wir die Versicherung ja gar nicht. Archie, auch wenn die Schäse wieder läuft, nehmen wir ja das Geld von der Versicherung. Und kaufen uns die zweite Mofa. Dann brauchen wir nicht mehr teilen. Ja, aber... Ein Aber. Bier, Köhm, Jupp, und Kohldampf. Weißt du, was ich gedacht habe? nee, noch nicht. Wenn einer von euch das schöne Geld findet, dann gibt er die womöglich gar nicht ab, die ganzen 20.000. Ach, was? Als ich heute Morgen Champignons gesucht habe, da haben wir doch Schönbier getroffen mit seinem Dackel. Ja, und Shawnee im Teich. Und du warst auch da. Du willst mir erzählen, dass du tatsächlich Champignons gesucht hast? Ja. Und ich habe auch ans Altersheim gedacht. Ich finde das schlimm, dass die alten Menschen da vergessen werden. Da gibt's nur ein Mittel. Na? Jeder denkt nur noch an sich selbst. Dann wird keiner vergessen. Du denkst an dich und ich denke an mich. Hm? Und was ist, wenn Schönbiel das Geld findet? Dann denkt Schönbiel nur noch an Schönbiel. Der braucht doch die Stimme aus dem Altersheim, sonst kann er ja die Wahl nicht gewinnen. Guck mal, wenn jeder an jemand anderen denkt auf dieser Welt, dann gibt's doch das reinste Tovahubuhu. Ich meine, da blickt doch keiner mehr durch. Ja, nu? Und nun suchen wir morgen wieder die Beute. Du denkst an dich und ich denke an mich. Und wenn du die Beute findest, dann teilst du sie mit mir. Und wenn ich die Beute finde, dann teile ich sie mit mir. Genau. Hm? Und wenn Schönbiel die Beute findet, dann teilen wir sie mit ihm. Hm? Ja, oder wenn Shorty sie findet oder wenn Erich sie findet, dann teilen wir. Siehst du, Archie, jetzt hast du den Bogen raus. Guten Appetit. Was? Ich hab's! Hier. Ja, das wäre ja auch zu und zu schön gewesen, ne? Also los, weiter. Keine Müdigkeit vorschützen. Du Weichei, du. Hättest du dich bei Schönbiel nicht beschwert, dann müssten wir jetzt hier nicht durch die Pampa lotschen. Haue. Du hast doch aber zu viel für meine Füße, du. Gedeckt. Aber wisst ihr, was ich glaube? Der hat nur ein paar Mark kassiert bei seinem Überfall. Und die Bank sagt, das waren 20.000, um die Kassendifferenz zu vertuschen. Oder um die Versicherung zu bescheißen. Denkt doch mal drüber nach. Ja, vielleicht war da ja auch gar kein Geld drin in der Plastiktüte. Klar. Wieso denn? Das kann doch angehen, oder nicht? Archie, der hat sich das Geld doch schon längst unter den Nagel gerissen, ne? 202 Mark, Hermann. Ja? Ja, sicher. Wenn die Polizei das nicht gefunden hat, hätten wir das noch finden müssen, ne? Du fragst dich ja nur, wer ist der Glückliche? Jo, danke, Mucko. Tschüss. Ja, tschüss, Hermann. Mal Heinz wieder zum Drüben, ne? Da, so. Ne? Was lachst du denn da so, du? Bist doch sonst nicht so fröhlich, wa? War du weg hier? Das ist los. Ja, wer weiß, ne? Oder Hermann eben, ne? Hat er mir einen großen Schein bezahlt. Ja, das habe ich auch gesehen. Das fand ich auch sehr verdächtig. Jeder, Archie, jeder ist verdächtig. Wir müssen die Augen aufhalten. Ja. Wo ist eigentlich Erich? Der ist nach Klingsiel gefahren. Einkaufen. Jo, Nach Ja, Klingsiel aber- gefahren zum Einkaufen. Erich? Hat er ein Lotto gewonnen oder was? Ist doch zu blöd, um aus dem Bus zu gucken. Oder das Geld her? übermorgen schon? Ach, du meinst das vielleicht Erich? Ja, das Ja, war. ausgezeichnet. Gut. Ich bin da. Bis dann. Wiederhören. Wird übermorgen geliefert. Meine neue Zapfanlage. Ach nee. Gibt's irgendwas zu feiern? Wieso? Spendierhosen? Ich wollte euch den Korn nicht ausgeben. Ach, auch noch geizig, wa? Sag mal, was ist denn mit euch los? Neue Zapfanlage.
Woher kommt denn dieser plötzliche Reichtum? Vielleicht aus so eine blau-weiße Plastiktüte? Aus der Kreditabteilung der Brauerei. Aua, Mensch! Aua! Ich Idiot. Ich verschulde mich noch, damit auf eurem Bier der Schaum steht, dass man eine Münze drauflegen kann. Und ihr denkt, ich zahle das von diesem Räubergeld. War ja nur so ein Gedanke. Du weißt doch, wie gerne Braggelmann mal ein bisschen philosophiert. Dann philosophiert ihr mal ein bisschen, wo ihr in Zukunft euer Bier trinkt. Nee, Schotti, nee, ne? Komm, das kannst du nicht machen. Doch. Lokalverbot. Na, da hast du uns ja was Schönes eingebrockt. Der so spricht, der hat was zu verbergen. Hör doch auf, Mensch. Wo fährst du denn hin? Auf dem Hof, die Mofa, mach ich fertig. Als ob ich heute nicht schon genug gelatscht bin, du. Du immer mit deinen Verdächtigungen, du. Du hast schon angefangen. Ich? Das ist doch lächerlich. Ja, du. Na, was sagt ihr zu meinem neuen Anzug? Ach nee. Das ist ja interessant. Schick, ne? Der war wohl nicht billig, wa? Bestimmt nicht. Ist ein Geschenk von meiner Tante. Die aus dem Altersheim. Tschüss. Tschüss. Am liebsten hättest du jetzt auch noch Erich verdächtigt, ne? Erich ist mein bester Freund. Meine auch. Erich ist der beste Freund, den man sich vorstellen kann, weil der verdächtigt nämlich nicht gleich jeden. Ja, nicht so wie du. Du bist das nämlich, der hier Zwietracht sieht. Gar nicht. Wohl. Wer hat uns denn hier Lokalverbot eingebrockt? Ja, ich nicht. Wohl. Archie. Archie. Was ist? Blau-weiß gestreift. Die Plastiktüte. Tag, Bürgermeister. Na, wie geht's denn so? Ihr seid doch nicht gekommen, um mich das zu fragen. Doch, wir wollen nur wissen, wo das wohl ist, was da mal drin war. Was soll denn das? Haben wir aus deiner Mülltonne. Ihr habt in meinem Müll herumgewühlt? Bei der Tüte, Ihr wollt doch wohl nicht behaupten. Ihr glaubt doch wohl nicht. wir zählen nur 1 und 1 zusammen, ne? Die Tüte ist da und das Geld ist weg. Solche Tüten gibt's tausendfach. Oder glaubt ihr, der Bankräuber hat sie sich eigens für seinen Überfall anfertigen lassen? Was riecht dich denn so auf, Bürgermeister? Hm? Ihr verdächtigt euren Bürgermeister, sich an der Beute aus einem Bankraub zu bereichern. Na ja. Warum denn nicht? Runter von meinem Grundstück, aber ein bisschen plötzlich. Und eins sage ich euch. Ich werde euch einen Prozess wegen Verleumdung an den Hals klatschen, dass euch Tuten und Blasen vergeht. War ja nicht so gemeint, Bürgermeister, ne? Weg! Unverschämtheit. Er beruhigt sich schon wieder. Tut ihm sicher jetzt schon leid. Kann er wohl mal laut denken. Wer nach andere Leute Glashäuser mit Steine wirft, der muss sich nicht wundern. Hab das so satt, Braggelmann. Wo man hinguckt, Gift und Galle. Eddie, hast du irgendwo Liter Sprit? Archie, wenn die Schäse wieder läuft, ne? Dann gebe ich einen aus. Och, das ist nicht nötig. Das Geld von der Versicherung, das holen wir uns ja trotzdem. Ja, da fällt mir noch was ein.
Du hattest mir doch immer deinen Anteil von dem Versicherungsbeitrag gegeben, damit ich den mit überweis. Ja, das holen wir uns doch wieder. Gnadenlos. Ich habe das ja auch nur gut gemeint. Komisch. Weil, Da geht ja gar nichts rein. guck mal, man muss ja auch den Versicherungen nicht immer das Geld in den Rachen werfen, weil anders gedacht. Sag mal, willst du mir sagen, dass du das Geld für die Versicherung nicht bezahlt hast? Nicht so direkt. Archie, ich krieg einen Vogel. Ich krieg einen Vogel. Da ist es ja. Da ist es ja. Geldwäsche, Archie. Machen Sie jetzt überall. Wie viel haben wir denn noch? Oh, nicht mehr so viel. Das ist ja endlich mal eine Arbeit, die Spaß bringt, ne? Kann ich mich tagelang mit beschäftigen. So, das ist für unsere neue zweite Mofa. Und davon kaufe ich mir eine 1A-Zuchtsau. Und das ist für meinen neuen Trecker. Und das geben wir Shorty zu seiner neuen Zapfanlage. Und das ist fürs Altersheim. Ja, schön. Scheiße, die Polizei! Also schnell weg! Weg! Die Polizei ist da! Alles weg! Alles weg! Raus, ich mach das schon. Na? Was gibt's denn? Der Bankräuber hat einen Deal mit dem Staatsanwalt gemacht. Habt ihr das Geld endlich? Ich hoffe für dich, dass wir es gleich haben. Na, das klingt ja jetzt ein bisschen rätselhaftig, ne? Wo ist denn die Mofa? Vor der Scheune, um die Ecke. Tja. Der Kerl hat gestanden, wo das Geld ist. Erwartet sich wohl Strafminderung. Ach was? Da drin? Na bitte. Das giftet doch wohl nicht. Da habt ihr aber Glück gehabt. Was soll da denn? Wir sind ehrbare Landwirte. Frechheit! So, Archie. Und nun zu dir. Du Idiot. Ja, aber das war doch immer ein gutes Versteck, Braggelmann. Kannst du nicht einmal in deinem Leben eine eigene Idee haben? Ja, ich meine, das war ja eigentlich gar nicht so. Du hör doch auf. Zahlst mir jetzt die Prämie für die Versicherung zurück, du! Das sag ich dir aber! Ich schmeiße dir die Gülle! Ich erzähl dir!